willkommen bei Mir machen den Punkt. Mein Name ist Hannah Eser, ich bin Moderatorin von der heutigen Episode. Das Episode hat ein Thema an einem kleinen Video, den präsentiert wurde von unserem Team. Komm, ich gucke mal ran. Thema Haut als KI an der Schule. Und dafür haben wir heute eine Expertin mit dabei. Moin, Madame Reuter. Chelsea, könnt ihr euch vielleicht ein bisschen erklären, was die Aufgaben sind, was die Qualifikationen sind und was ihr zukünftig Plan sind? Ja, ganz gerne. Also ich bin Chelsea Reuter, ich arbeite beim Skript. Und ich bin als Medienpädagogin beim Skript angestellt gehen und ich bin im Moment zuständig für die ganze Wolle, was um den KI-Kompass geht. Das heißt, KI-Kompass ist die Strategie, die da für kurzem lanciert wurde, für eben KI Mino an Schule zu bringen. Und da sind wir mit meiner Equipe mit dabei, für das zu entwickeln und noch weiterzuführen. Okay, vielmals merci für die Erklärung. Auf welcher Form geht KI dann an den Schulen angefordert gehen? Also das ist so, dass am Moment KI auch schon an den Schulen ist, ohne dass der KI-Kompass angefordert wird. Das tut ja auch ein bisschen immer dazu dienen, dass 2022 mit dem ChatGPT das kommen ist. Also die KI nutzt eben auf seine Art und Weise. Das kann sowohl die Direktion sein, wie auch das Lehrpersonal, wie auch die Schüler. Sie nutzen das alles. Und es geht aber bis nicht so richtig eine Strategie, eine gemeinsame Orientierung oder eine Idee, wie man da vorgehen. Und los soll eben mit dem KI-Kompass, der kommen, sollen verschiedene Art und Weisen kommen, für dass wir auch gemeinsam mit dem KI zusammen eine Lösung finden und noch gucken, wie können wir das nutzen. Weil es geht ja noch nicht nur um die Nutzung, aber auch für KI können zu nutzen, muss ich auch Kompetenzen haben. Das heißt, wir gesehen am Moment zum Beispiel, wird immens viel KI genutzt. Mir vielleicht auch nicht überall verstehe ich KI, was ist der KI und wie geht das gemacht. Das heißt, da ist eben die Idee für die Leute an den Schulen anzuführen und eben da so vier Kompetenzen im Bereich KI, also künstliche Intelligenz und Daten, mit aufzubauen, weil wenn ihr von KI schwätzt, muss ihr immer wissen, KI basiert sich auf Daten. Das heißt, die zwei schwingen immer ein bisschen mal nähen. Und das sind also vier Dimensionen, wo es auch ein bisschen darum geht, zum Beispiel kritischer kreativ Co-Kreation, das heißt, wie kann ich KI nutzen, für auch kreativ zu sehen, für auch das kritisch zu hinterfragen, was gemacht wird, wie kann ich das auch nutzen für eine kompetente Nutzung, für das ich überhaupt verstehen, auch für das auch zu kennen, also ein bisschen den technologischen Verständnis. Das heißt, ich muss nicht wissen, wie funktioniert so ein Zentrum, wo all die Dinge sehen, mit das aber wichtig zu verstehen, auf welcher Basis das so ganz kleines Verständnis. Und da muss man eben natürlich auch wissen, was das für ethisch oder auch gesellschaftliche Reperkussionen, wenn ich so ein KI benutze. Auch für das an Schulen anzuführen, weil das hier alles mega viel und das hört sich auch ziemlich kompliziert an. Muss ich auch bedenken, gibt ja die Schule am Fundamental und am Sekundär. Und da ist es so, dass du die Überlegung ist, das an 4 verschiedene Phasen so mal anzudelen. Das heißt, der Fundamentalgedanke an 2 angedeelt, an der Sekundärgedanke an 2 angedeelt. Und das heißt, wir fangen los an, weil für das ich auch ein KI kompetent nutzen kann, muss ich schon mal vielleicht verstehen, was ist ein KI. Und du geht ein bisschen davon geschwärzt, so zu lernen. Ich lehre mit KI, ich lehre aber auch über KI und ich lehre aber auch ohne KI. Das heißt, dass wir die 3 Wollen am Anfang an der Schule mitbringen und noch aktiv darüber nachdenken, wen ich mal was, wo will ich benutzen. Das ist natürlich schon nicht immer einfach. Die Idee ist aber von allem, dass wir das zusammen machen, dass wir sowohl die Lehrpersonale, wie die Direktionen, wie die Schüler und Schülerinnen, wie auch die Eltern mit und Boot bringen und alle Bucht sehen, für doch zusammen in die richtige Richtung zu gehen. Weil sonst möchte ja nur jeder auf seiner kleinen Insel etwas und da kommen wir aber auch irgendwie nicht weiter. Das heißt, das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, für eben das an der Schule auch richtig anzuführen. Genau. Okay. Das heißt wirklich einfach Schüler an der Schule informieren, die verschiedenen 4 Zyklusse, wie der gerade gesagt hat, aufzudelen und dann beziehungsweise verschiedene Sachen, die verschiedenen Zyklussen beizubringen, für das Schüler auch besser damit umgehen können. Genau, also wie sind das? Am Enseignement fundamental gibt es im Moment schon der Computational Thinking und da gibt es letzte Woche einen neuen Plan d'études vorgestellt, wo auch die KI-Daten und die Wissen
net nimmer an engem Fach sollen firstalt gin, mir wies an all Fach, du bist transversal, dat se net nimmer so mir mal engstunde KI, mir machen alles, sondern das KI so ein Deel davon. An am Sekundär so, da gehtt auch Digital Sciences, du hast am de klangen Deel eben davon KI, da se so, dass es noch nicht richtig integriert geht. Das heißt, die Idee ist aber auch, dass es nicht nur ein Fach gibt wie Digital Sciences oder Computational Thinking, wo das soll sein, aber es soll ja auch transversal sein, das ist ja auch wie Medienkompetenz. Wir sind nicht nur Medien am Bereich, an engem Bereich, wir brauchen das überall. Ich brauche das für zu verstehen, wie ich vielleicht meine Matheaufgabe anders das lesen kann. Ich brauche das aber auch vielleicht für zu gucken, grammarsmäßig oder wie kriege ich Ideen. Die Idee ist wirklich so, dat net nimmen an engem Fach zu machen, mir so transversal und dann eben so am Anfang ohne KI zu lehren und da los aufbauen und da vielleicht zu gucken, mit der KI, wie kann KI mich stärken, wie kann ich daraus mehr clever gehen, wie kann ich daraus mehr kreativ gehen, wie kann KI mehr helfen und nicht umgedreht, wie kann ich der KI helfen mehr, dass der Mensch eben einfach im Vordergrund bleibt. Und da muss man eben an all Zyklus, an all verschiedene Elemente, an all Stufen, an all Schule, an all Fach überall ein bisschen drauf schaffen, für dafür zu kommen. Okay, perfekt, vielmals merci. Kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Und dafür hat das Team ein kleines Video präpariert. Moin, mein Lebensschüler. Moin, Madame Feider. So, da lädt alles auf Seite, außer Big, ein paar Bayer an ihrem Handy, weil heute auf der Prüfung schreiben wir Telefon künstlicher Intelligenz. Kate, so, du brauchst noch mal lang. Ich gehe nach einer Viertelstunde und da musst du aber wirklich aufgehen. Wir müssen aufgehen. Wieso braucht er so lange? Verbraucht so lange. KI ist nicht so schwer. Ach, ist doch dumm. Wie verbraucht so lange? Das ist doch KI. Ja, das ist doch nicht schwer. Das ist mega dumm. Wo dir bedanken, dass KI Probleme kennt durchstellen für die Schüler, die Lernschwächen haben? Also allgemein haben wir ein bisschen bedenken, was KI mit all den Schüler und Schülerinnen machen kann, weil wir ein bisschen die Gefahr gesehen, dass der Mensch oder auch vielleicht Schüler und Schülerinnen ganz viel wissen und auch ganz viel denken und KI auslagern. Das heißt, dass wir gesehen, dass sie vielleicht einfach keine Lust hat oder sie das nicht will und dann sie denken, okay, KI kann mir vielleicht helfen. Das wäre aber dann so, dass der Mensch nicht selber kritisch denkt oder noch nicht selber kreativ wird. Und auch nicht selber in die Richtung, das möchte, mir eben auslagert an KI. Das heißt, allgemein gesehen wir schon mal bedanken, mehr effektiv, also so, wie ich schon vorher mega kurz angedeutet habe, wir gesehen, dass sie viel nutzen da und Kompetenz ist vielleicht da. Das heißt, so mal, okay, die Schüler und Schülerinnen, die immens kompetent da sind und die immens sich an das Thema begeistern, die nutzen vielleicht KI einfach viel mehr. Und dann aber die Männerkompetenz oder die sich Männer damit wohlfühlen, die nutzen viel Männer. Und dann effektiv gesagt, dass du ein Risiko hast, dass die leistungsschwach vielleicht aufgehangen gehen. Die Idee ist, dass wir alle Jungen irgendwie abfangen und dass wir probieren, sie alle auf ein Niveau zu bringen. Klar, wir kriegen das nicht immer hin. Mit das aber schon mal die Idee, dass wir in die Richtung gehen. Aber wenn wir da schon ein wenig mehr ein Niveau sehen, dass Schüler eine ähnliche Kompetenz hat, dann hat auch Schüler die nämlich Chancen. Weil auf der anderen Seite sehen wir ja aber auch, dass KI eine Möglichkeit hat, viel mehr eine Individualisierung vom Lehren zu ermöglichen. Und da ist darum eine Chance, dass die vielleicht mehr Schwierigkeiten vom Lehren viel mehr abgefangen können gehen, weil es sind nicht dynamische Aufgaben kriegen wie Schülerinnen, die vielleicht für die anderen Leute viel mehr einfach sind, und für mich immer schwer. Ich kann gucken, okay, wie kann ich die Aufgabe so machen, dass es für Schülerinnen oder für nicht Schülerinnen, für viele Leute mehr einfach ist und dass auch Schülerinnen aufgeholt ist. Das heißt also, die eine Seite nicht bedanken, mit der anderen Seite gehen eben noch Chancen, und wir müssen eben probieren, da so den Mittelweg zu finden, Schülerinnen auf den nächsten Niveau zu bringen, aber auch zu gucken, wie wir KI können nutzen, für auch die Individualisierung voranzubringen, weil wir wissen ja, alle Menschen lernen anders, alle Menschen verhalten sich anders, und das darf wir nicht einfach auch vergessen, und wenn es darf noch nicht KI-Kompetenzen alle auf ein Niveau setzen, also Schülerin muss alles zu gleichem Moment und selbstständig erklären eben können. Genau. Das heißt, die sieht das aber schon so, dass KI schon bald ein bisschen Hölle für bei so Problemen hat. Also, dass es nicht nur einen negativen Aspekt da geht. Genau, also der will sowieso, der will nie Medien verdeifeln, der will nie so, der will nicht negativ gehen, der will aber auch nie so, es geht immer nicht positiv, es muss ihn immer nuancieren. Natürlich, es gibt Chancen, es gibt viel Risiken, aber auch,
Und muss einfach gucken, du den Mittelweg zu finden und zu gucken, wie man da etwas draus machen. Weil wenn du einfach so, ja, mit KI kann ja alles das machen, was ich will machen, und da brauchst du ja gar nicht mit zu machen. Mit der gehen ich als Mensch ja gar nicht mehr dazu angeregt, überhaupt nur zu denken, kritisch zu sehen, und kreativ zu sehen. Das heißt, da gehe ich auch kognitiv, so mal, lagere ich alles in der KI aus, und KI geht mehr intelligent an das. Und das soll man ja auch nicht machen. Mir gleichzeitig gesehen man ja auch, KI hat Chancen, sie kann aber helfen, sie kann man vielleicht auch Sachen mehr bringen, Sachen mehr verständlich beibringen, wie irgendjemand den Anschluss gemacht hat. Das kann noch eins der YouTube-Video sein, dafür so nicht. Kann noch nicht immer so ein All-YouTube-Video als negativ. Kinder, die sie gut und Kinder, die sie schlecht. Aber der Karriere ist das nämlich. Ich muss einfach ein bisschen nuancieren und die zwei wollen immer am Abend halten und gucken, da der Beste draus zu machen. Okay. Kommen wir zu unserem dritten Punkt. Und dafür haben wir auch noch ein kleines Video präpariert. Gut. Freude mir auf Prüfung. Wie kann ich dann die Fudlereien bei Hausaufgaben oder bei Prüfungen besser kontrollieren, eine bessere Übersicht darüber haben? Da hast du ein klein kritisch froh, muss man sie da kontrollieren. Also weil du hast ja auch den Punkt, dafür gehen wir davon aus, dass man alles muss kontrollieren. Und ich denke, dass das nicht der richtige Weg ist. Ich meine, Bildung ist ein Ort oder soll ein Ort für Vertrauen sein, und man muss Vertrauen in der Schule aufbauen. Aber wenn wir das nicht tun, dann haben wir ja schon ein grundsätzliches Problem, weil wir so nicht lernen, wenn du an einem Umfeld leben, wo Misstrauen ist, wo du die ganze Zeit Angst musst, oh, den Mangel schon gefuddelt, oder ich meine den heu. Auch darum, der Mensch soll lehren, der Mensch soll kreativ sein, der Mensch soll konstruktiv sein, aber wenn eben im Moment so ist, dass die Schüler und Schülerinnen mit Gefühl heute muss das auch auslagern oder will das vielleicht alles nicht mehr machen, dann muss man auch vielleicht da ein bisschen nachfragen und gucken, okay, was für Aufgabe kann ich dann den Schüler und Schülerinnen geben, dass du gar keine Lust mehr haben, KI zu fragen. Du gehst ja nicht nur mit dem Wissen aufragen, wenn ihr aus zu welchem Datum was geschieht, mir vielleicht auch, dass du einfach eine Geschichte oder Geo oder auch Deutsch oder wie auch immer, dass du das auch nicht das nutzt, dass du eben nicht das Bedürfnis hast, die ganze Zeit zu kontrollieren, mir auch aktiv dich anzubringen, für etwas zu lernen, weil wie auch schon gesagt, wenn wir das in KI auslagern, da lernen wir ja auch selber nichts davon, und das ist eben nicht die Idee. Wir wollen aber davon schwatzen, dass wir natürlich auch wollen, dass der Schüler etwas will machen oder die Schülerin, und wir haben aber Verdacht, dass du vielleicht ein KI mit am Spiel hast. Es geht immer von den KI-Detektoren geschwart. Das ist immer so eine Sache, die sind halt nicht 100% verlässlich, auch rechtlich gesehen auch immer schwierig. Das heißt, du hast auch da den Enseignant an der Pflicht oder anzugucken, die kennt ja seine Schüler und Schülerinnen. Die gesagt ja auch vielleicht, hat den sich jemand verbessert, hat den sich jemand verschlechtert. Und du hast immer den Mensch, der im Vordergrund steht. Vielleicht ist es dann noch du zu gucken, für was hast du das gemacht, für warum hast du das so gemacht, ein bisschen in die Richtung zu gehen und das alles auch einfach kritisch zu hinterfragen, einfach vom Schüler oder Schülerin seinerseits, aber auch vom Enseignant seinerseits. Vielleicht hast du auch etwas, bei den einfach muss anderen oder Hanna frohen und auf der anderen Seite dass es ja auch so ist, dass das ja nicht neu ist, das mit Fudeln oder wie auch immer. Früher haben vielleicht den Eltern da geholt oder den Großeltern, du hast vielleicht mit Wikipedia gemacht. Das heißt, du auch du gehst mal ein bisschen verdeifeln, halt KI und KI. Wir müssen einfach dafür gucken, wie können wir KI so ersetzen, dass es uns hilft, mir aber so, dass wir trotzdem noch immer am Vordergrund stehen, dass es als Leistung, die menschliche Leistung, die kreative oder die kritische Leistung eben am Vordergrund ist. Und dass wir halt vielleicht vorkommen immer von dem Gedanke von, ich muss kontrollieren, ich muss ergrenzen. Wir einfach gucken, okay, wann ich es ersetzen, was das erlaubt. Aber wenn ich es nicht ersetzen darf, dann ist das auch eine ganz klare Regel, die dürfte gesagt, du darfst es nicht ersetzen. Aber wenn es da gemacht ist, ja, dann muss eine Konsequenz effektiv gehen. Wir das mal einfach vielleicht ein bisschen gucken, wo mich es Sinn nicht anzusetzen, aber wo mich doch keinen Sinn nicht anzusetzen. Und dann eben auch am Klassenraum oder wie auch immer einfach zu gucken. Da sind wir immer am Punkt von Lehren. Über KI, mit KI, aber auch ohne KI. Das heißt, da soll ich auch dezidieren, wenn ich will ich ohne KI sehen, wenn ich muss ich ohne KI sehen, oder vielleicht wenn ich will ich mit KI etwas machen, wenn ich bringt mir KI oder etwas.
weil wenn ich immer eine KI benutzen, dann komme ich doch nicht weiter an Menge Entwicklung und das wäre natürlich immens schwierig. Okay, das heißt, KI soll am Anfang auch ein bisschen als Tool gesehen gehen, und nicht die ganze Zeit verdeivelt gehen, aber auch die Frohe sollten auch, also das System sollte auch ein bisschen angepasst gehen, wie das aber nur eine neue so eine Erfindung ist, dass ich kann nicht so machen, also wird das nicht mehr geht. Genau, also wir kennen KI wird nie mehr wasch zu denken Sinn und das probieren zu machen, das wird einfach nicht geschehen. Vorher ist natürlich, die Frage kann ich nicht heute beantworten, ich meine, okay, von alles, mit vorher am Raum muss man vielleicht das System überdenken, wie Prüfungen funktionieren, was das aus einer Hausaufgabe zu machen. Das sind alles Fragen, die am Raum stehen und ich meine, die muss man als Gesellschaft probieren zu beantworten. Da geht es ja auch darum, brauche ich noch zu alles auswendig zu lehren, wenn ein KI kann machen. Muss man vielleicht auch mehr in Richtung gehen, Kompetenzen zu lehren, all die Sachen wie, was das denken, wie man schaut, wie komme ich auf die Lösungswege, das sind die Sachen mehr in den Vordergrund stellt. Und eben du bist da vielleicht das System reformiert. Da kann ich schon nicht heute studieren, da kann ich auch nicht heute lang machen. Ich meine, du musst das ganze Schulsystem auch mit dabei sein, um Schülerinnen mit Buch sind, auch um du zusammen in die Richtung gehen. Ja, auf jeden Fall muss man gucken, wie man das KI nicht verdeivelt geht und dass das einfach ein Teil von unserem Alltag ist und wir gucken, wie man das integrieren können, für das Schülerinnen etwas davon hat. Weil wenn hier nur just etwas davon hat und die anderen nicht, dann ist es natürlich auch nicht gut. Da muss man gucken, auch für du eine Lösung zu finden. Gut, so ich muss massiv für die Informationen, war wirklich ganz eye-opening, so ich mal so. Ich bin mir aber sicher, dass noch Paula am Publikum verfroren haben. Vielleicht können die ja. Könnten Profen oder auch Enseignants irgendwann ein durch künstliche Intelligenz ersetzt gehen? Das ist auch ein Thema, was immer rumkommt. Und ich meine öfter her, dass Schüler und Schülerinnen auch so Kompetenzen unzweifelt von den Enseignants. So ja mit KI sieht etwas anderes. Und einfach du hast der Punkt gesehen, dass was vieles Wissen, also da viel so Grammatik oder so, klar, du kann ein KI Verschiedenes viel besser machen, wie mehr als Mensch. Aber was du ja nur willst, kritisch oder kreativ oder irgendetwas, du hast immer den Mensch, den am Vordergrund steht. Ein KI kann zum Beispiel nicht in den Kontext setzen. Ein KI ist einfach just so, sie guckt algorithmisch, datenmäßig, wie kann ich das wo machen und sie kann das nicht in den Kontext setzen. Das heißt, egal wo im Umfeld du bist, du brauchst den Mensch, für keinen anzusetzen, für zu gucken, der du hast vielleicht nicht so wie soll sehen oder der du hast vielleicht gerade ziemlich rassistisch oder sexistisch und du natürlich ein Mensch ist das auch, wenn du doch bei ist, und den bringt er doch seine KI mit. Man kann das vielleicht ganz anders das anordnen. Das heißt, ich denke nicht, dass den Enseignant per se ersatz wird gehen. Ich denke einfach, dass es eine Rolle wie ganz viele gesellschaftliche Aspekte wird ändern. Das sind einfach vielleicht mehr mit euch zusammen muss gucken, wie können wir das kritisch fördern, wie können wir Kompetenzen fördern, wie können wir zusammen als Gesellschaft mich stärker vorgehen, dass die Aspekte viel mehr Werte vorkommen, wie vielleicht nicht mehr die reine Wissensvermittlung, war das so 1+1, sondern wie die Sachen. Werden Berufe für die zukünftigen Generationen verschwunden? Welche Berufe? Allgemein? Allgemein. Das ist auch immer eine große Diskussion. Ich meine, ich hatte gestern eine Information darüber, wo auch gesagt wird, dass KI für ganz viele Volien zum Beispiel ersetzt wird. Und dann haben wir am Anfang, dass sich aber gar nicht daran ändert. Das heißt, wir können KI für etwas nutzen, aber gehen wir dadurch mehr clever, gehen wir dadurch mehr stark an dem, was wir machen, am Anfang nicht. Das heißt, KI ist auch in dem Sinne immer nicht so stark wie mehr als Menschen durch zulassen oder erlauben. Natürlich gibt es verschiedene Aspekte, die durch KI werden wahrscheinlich auch nicht das gehen. Wir auch verschwonnen, einer ist der Pflege, wird ein KI oder ein Roboter durch Duanka ersetzen? Wahrscheinlich nicht. Ein Informatiker, du hast eine andere froh, du hast auch froh, wenn ein KI mal den Code schreibt, für das ich das machen kann, wie weiß ich dann, dass KI das richtig gemacht hat? Das heißt, da brauche ich auch einen Mensch, der weiß, wie der Code funktioniert, für das ich das machen. Das ist auch du brauchst am Anfang immer einen Mensch, den aber du aus. Ich denke einfach, dass allgemein wichtig zu wissen ist, dass KI ist nicht alles waschelt, KI ändert just vieles von uns. Und da sind da einfach im Hinterkopf, muss behalten, Veränderung kann gut sein, Veränderung kann negativ sein, mit das nicht per se einfach schlecht. Und es wäre doch nicht einfach so, all Beruf alles wascheln. Ich meine, du brauchst man auch noch ein bisschen, bis das jeder so in einem Szenario wäre. Beantwortet deine Frage? Ja, merci. Was sind die möglichen Auswirkungen von der KI-Nutzung auf Kinder und Jugendliche am Positiven wie auch am Negativen?
ganz verschieden, nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene allgemein. KI kann zum Beispiel, wie auch beim Lehren zum Beispiel, der Möglichkeit geben, das viel mehr optisch zu individualisieren. KI kann aber auch zum Beispiel eine Möglichkeit sein, dass sie sich für einen Test lehren und KI so schon KI heu erstellen wir, wenn ich einen Test für das ich besser lehren kann. Das wäre zum Beispiel eine Chance. Es kann man auch vielleicht wissen gehen, was du sonst und nicht gegen rumkommen. Das heißt, es tut einfach eine Möglichkeit, du hast für mich schnell und einfach Achse auf die Sachen. Das ist ein Vorteil. Das ist aber auch ein Nachteil, weil auch andere Sachen nur da können geschehen. Es gibt auch viel davon geschwärzt, zum Beispiel, dass KI mittlerweile der neue Freund ist. Und da gehen wir auf die sozialen Beziehungen daneben dran. Das heißt, dass man meint, KI ist ein Mensch. Und das ist kein Mensch. Und dass man dann lieber mit der KI schwätzt, weil KI auch das widerspiegelt, was wir am Anfang wollen. Weil KI weiß natürlich, ich bin die und die Person. Das heißt, es sind hier immer die Sachen, für das immer drauf bleibt. Das heißt, also genau wie man auf Social Media mit den Algorithmen, du bleibst so einem Kreis hängen, für das immer weiter, weil man hier schreiben und immer weiter. Und dass ich da ein bisschen den Bezug zur Realität verlieren und dann mich mehr auf die KI verlassen. Genauso wie ich für das Beispiel so, man muss sagen, dass ich so, mit KI so da und da. Mit KI ist nicht all wissen, KI weiß auch nicht das, KI möchte just das, was sie meint, dass wir auch wollen hören und auch statistisch eben gerade richtig ist. Das heißt aber nicht, dass KI immer rasch tut, weil KI ist ja kein Mensch, sie kann kein rasch tun, sie kann eben just so was an ihren Daten eben aus. Das heißt, das ist eben so, ja, das kann man helfen, vielleicht auch mit sozialen Bindungen Anschluss aufzubauen. Aber ich kann aber auch vielleicht soziale Bindungen verlieren, weil ich meine, dass KI mehr wichtig ist für meine Freunde und das dann vielleicht auch darum sind. Auch darum, so du wolltest, genau wie mit allen, wie mit den sozialen Medien, wie mit den Videospielen, wie auch überall, für mit den Filmen, der wir nie alles verdeifeln, muss ich eben einfach gucken, was sind Chancen und was sind Risiken. Das ist eben so, dass natürlich, wenn in Kompetenz der Natur wird verstehen, wie ein KI funktioniert, aber ein KI kann machen, dann ist mehr ein höheres Risiko, dass ich von der KI so schon mal ausgenutzt gehen, wie dass ich wirklich aktiv verstehen, was ich da machen kann. Das geht ja immer gesagt, die Jungen machen heu, die Jungen machen da, und der wisst ja vielleicht auch daher, dass ja auch heu. Das ist nicht einfach immer so schwarz und weiß. Das ist einfach, muss ich gucken, aber wenn Menschen oder wenn die Jungen sich meinen zu wissen, dann muss man gucken, wo sind die Kompetenzen, wie brauche ich das auch darum, die kritische Wolle, die kritische Denken, kreativ sind. Das sind alle Sachen, die es können helfen durch KI, mehr aber irgendwie, wenn man zu viel drauf verlosen, dann mir die anderen Menschen dann ein Risiko ist. Ich weiß nicht, ob ich alle Wolle aufgedeckt habe, indem man Chancen und Risiken aufzudecken aus mir. Ist das aber okay so? Ja, mach sie. Und Madame Reuter, so ich vielmals merci für die Information. Es war wirklich ganz informativ, vor allem, weil wir auch aber Schüler sind. Und wir da auch immer mehr bemerken, mit ChatGPT vor allem. Und du weißt ja, sind wir sicher, wir haben viele neue Informationen dabei gelernt. Und so ich dafür auch ganz große Merci. So ich aber auch ganz große Merci, dass ihr heute dabei wart. Das ist wirklich merci dafür. Und ja. Mein Name ist Hanna Eser, ich bin Moderatorin von Wir machen den Punkt. Bis demnächst.